Begrüße euch zurück in der wunderbaren Welt der Pokémon. Genauer gesagt in Pokémon Legenden CA. Und damit willkommen zurück, Freunde. Wir sind hier zwar erst bei Part 6. Oder, nee, ich muss anders anfangen. Wir sind hier erst noch im Intro, aber schon bei Part 6. Ne? Es ist ja das Intro. Toll wie auch immer, es ist unglaublich. Gut, wir können jetzt hier direkt reingehen. Ich will aber erstmal noch unsere Pokémon entwickeln. Puponjo entwickelt sich. Der kleine, süße Fratz wird zu einem wunderschönen Schmetterling. Ein Vivillon entwickelt. Gut, ein bisschen, naja, Standard, ja, Muster, sag ich jetzt mal. Aber passt. Ja, es wird natürlich auch eine eigene Box für das Vieh geben. Wo ich die dann auch farmen möchte, ne, all die es halt so gibt. Einen Bibo entwickelt. Nadelrakete. Was ist auch die Attacke vom Ding? Von, oh Gott, aus Digimon. Togemon, genau. Die ganze Ding wie Togekissen. Hey, nee, Toge stimmt schon, aber das Mon fehlte. Gut, das direkt gelernt. Sehr schön, Vivillon. Ein paar andere Dinge gelernt, ne? Ja, also ich bin ehrlich, Leute, ich habe eigentlich nicht vor, das Vieh mitzunehmen. Auch jetzt nicht mehr, muss ich ganz ehrlich dazugeben. Die sind jetzt eigentlich entwickelt soweit. Ja, eigentlich vor, es im aktiven Team zu behalten. Deswegen sage ich mal, Vivillon und Bibo, ihr dürft auch gerne hierhin, naja. Verabschieden klingt es ein bisschen hart, ne? Aber erstmal ein bisschen rasten. Taubschen, so, warte mal, kann ich hier irgendwie bewegen? Ja, mehrere selektieren. Das was so sortieren. Mehrere auswählen. ZL, also. Bisschen umständlich, er hat das irgendwie anders in den Kopf, wie das gehen könnte, aber egal. Da oben ein bisschen die Pokémon sortieren, aber ganz ehrlich, bringt sowieso nicht viel, ne? Okay, Datiri wird nachkommen, dann Skoppel. Dann später ein Starter, ne? Das heißt, ja komm. Kann man da oben ranpacken. So, Knospen mitnehmen, weiß nicht, ob sich das auch schon lohnt. Ich meine, Knospen, naja. Die ganze Freundschaft und so, ne? Nagelotz, bin ich echt unsicher, wie es mit dem Viech war. Kann man mitnehmen, ne? Für Carpador ist noch zu früh, weil bis Level 20 kriege ich das Vieh niemals ready. So schnell. Und vor allem kampftauglich. Die mal Taubsio und Nagelotz mitnehmen, bis zum Leveln. Skoppel eben vor allem in der TM aktuell dabei. Ansonsten, oh. Schutzschild. Donnerzahn als nächstes. Klingt auch nicht schlecht. Wie sieht es denn so aus? Endivie könnte Schutzschild lernen. Finde ich gar nicht mal so doof eigentlich. Da Tiere mit Sternschau ist halt speziell, ne? Ich meine, Pixar, Ruckzucki, Heuler, Glut. Gut, Glut ist auch speziell von dem her. Sicher besser als Tackle, ne? Weil es ja interessant ist, wenn man so betrachtet. Sternschauer kann ja offenbar jetzt genauso gut treffen wie ein Donnerschock, ne? Also eben so Attacken, die missen oder eben nicht missen, gibt es hier gar nicht mehr. Ne, Moment, ihr wollt auf TMs gehen? Zum Angreifen Kopfnuss, Rasierblatt, Säuselstimme. Rutenschlag ist zwar auch cool, aber ich glaube, ich switch langsam mal auf den Schutzschild. Aber mal gucken wollte, irgendwo eine Attacke wie, warte mal, Whirlpool. Im kontinuierlichen Schaden. Okay, das ist gleich geblieben. Wo war denn hier? Irgendwo war auszuweichen. Doppelteam geht es ja trotzdem, ne? Okay.
Warten wir, Schwerttanz. Für einige Zeit ein Angriff, okay. Getroffene Gegner schrecken eventuell zurück bei Steinhagel. Hab's doch vorhin gar mal gesehen. Irgendwo ein Solarstrahl, sowas. Ah, hier. Der Anwender absorbiert eine große Menge Licht, um diese dann gebündelt abzufeuern. Der Angriff geschieht mit Verzögerung. Okay. Das ist die Aufladezeit selber auch groß. Die Frage, ne, aber auch alleine schon, ich sage jetzt mal, den Faktor 12, also 12 Sekunden sind oder so, keine Ahnung, aber einfach diese Einheit 12, um den Solarstrahl abzufeuern, nochmal 12, um zu warten und dann wieder auszuführen, um wieder 12 Sekunden zu warten. Ne? Also quasi würde jetzt alle 24 würde ein Solarstrahl quasi abgefeuert werden. In der Theorie, ne? Ist auch krass, wenn es wieder Pumpe im Feuersturm. Ich meine, warum soll man überhaupt noch sowas wie Surf und sowas beibringen, wenn es keine Genauigkeit mehr gibt, ne? Tja. Wildsektor 3. Was? Ein anderer Ort reisen, okay. Flabebe. Eine kleine Fee. Oh. Du willst kämpfen? Du bist ja gemein. So geht's auch. Flabebe. Owe, owe. Oh, da ist ein Vehikel. Oh, da ist noch eins. Oh, das freut sich ja. Würde sich einfach freuen, wenn man es niedermachen würde. So, ich habe schon 2. Dankeschön. Wir sind hier lang. Aufs Dach oder wie? Oh. Aeroas. Ja, lecker. Ja gut, es ist... Wie... Moment. Okay. Ist halt jetzt, wie gesagt, ne, klingt zwar erstmal cool. Ich brauche so eine Tasche, wollte ich. Denkt man sich auch so, ah ja, geil, Aeroas, aber ja. In schnelle Bewegung und greift an. Wobei, der Punkt ist schon cool eigentlich, ne? Wenn wir es mal hier noch sind. Du. Ja, bitte. Selber ein Feuer-Pokémon, deswegen macht es natürlich nicht so viel Schaden. Ein Leufeo. Ein Feuer-Pokémon. Oh, der 2. Ein Kanon. Hat gar mein Aeroas nicht getroffen, weil er mich vorher getroffen hat. Also quasi konnte er meinen Angriff unterbrechen.
Das andere jetzt männlich und das jetzt weiblich? Nein, beide weiblich, okay, das heißt, es war noch männliches. Den Leufeo gibt es hier in verschiedenen Formen, ne? Also männlich, weiblich sieht hier halt unterschiedlich aus, deswegen wäre halt schon cool, ne? Und diese Unterschiede halt auch noch, gut, es sind grundsätzlich verschiedene Pokémon, ne? Ich meine, Pikachu sieht auch männlich, weiblich ein bisschen anders aus. Aber, also Pyroleo besser gesagt, ne? Die Entwicklung sieht schon ein bisschen anders aus. Wir können das Ding jetzt eigentlich platt machen. Okay. Ist halt rein Fee, ne? Deswegen bringen die Attacken so nix. Die Babys verstecken sie einfach hier. Ja, nicht gerade das beste Matchup, Kumpel. Du. Da hinten ist eins. Oh. Aua! Na, man sich kommen sehen. Das war fast schon ein bisschen knapp. Also nicht für ein Divi, sondern für mich selber. Pikachu geroastet. Mist. War ein weibliches, ne? Ah, es war ein weibliches und ich habe jetzt nur die männlichen dabei. Haben wir nicht doof, ey. Ich dachte so wegen, oh, ich habe schon 2 Pikachus, ne? Da waren beide männliche. Wir waren Pyroleos und umgekehrt. Scheibenkleister. So, wo sind die anderen Pokémon? Meine laut Karte gibt es noch 2, die ich noch gar nicht gesehen habe. Da, ein Psiao, ne? Aber gesehen, dass Tabs was gelernt hat. Nagelotz, ja. Okay, schmeißen den Ball echt so weit. Genau, Pokémon da fit machen. Oh, eine mobile Schwester Joy. Sind ja bis jetzt dieselben, ne? Was mit Psiao schon wieder? Da gab es auch in verschiedenen Formen. Was ist die Entwicklung? Ich bin nicht mehr ganz sicher, ey. Nein! Oh, Mist. Entwischt. So, wieder fehlt mir eins. Das ist aber nicht zu glauben, ey. Wie war das jetzt? Welche habe ich? Nur weibliche, ne? Ja, okay, war noch männliches. Natürlich, Sternschauer trifft nicht. Ein Donnerschock trifft, aber ein Sternschauer nicht? Wie geht denn das? Das ist halt der Weibloch. Was ist denn hier los? Das ist auch Weibloch.
Ein Pam-Pam. Der Dieb ist back. Okay, den holen wir uns. Können wir sogar vielleicht temporär ins Team aufnehmen, ne? Ist eigentlich ein cooles Pokémon. Sieht eigentlich sonst so aus. Ja, ein bisschen geschwächt und so. Voltland Level 14 müsste ich entwickeln, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich vermisse so irgendwelche in Futter oder Matsch oder sowas, um das auf die Pokémon zu werfen. Okay, hat geklappt. Damit haben wir hier alle, ne? Yo, Wildsektor 3 ist abgeschlossen, zumindest bei tagsüber. Ja, wollen so schnell kann es gehen, ne? Was machen wir jetzt da? Vielleicht schicken wir mal Taubsi raus. Weil die eigentlich so friedlich sind, ne? Die machen gar nichts. Andererseits geht Trainieren hier wahnsinnig schnell. So. Ich wollte ja eigentlich übrigens, wir haben hier was bekommen, ne? Donnerzahn. Oh, wir hatten auch schon. Eisen als Nähe, aber ich glaube jetzt ein Pokémon, das schon lernen kann, ne? Ein Pam-Pam, ein Kampf-Pokémon. Kann ich Mu gebrauchen, vielleicht sogar gegen Skoppel auszutauschen, wenn ich den Zentrum nicht mehr brauche. Soll noch ein bisschen trainiert werden, ne, das ist klar. Schutzschild, Sternschau, ja, was soll er da mit Schutzschild, ne, bei Datiri. Also man kann schon machen, ne, so ist nicht. Hier bei Volti da mal ein Schutzschild. Ich meine, ist auch nicht gerade das schnellste aller Pokémon. Da kann man irgendwann die Attacken sortieren, ne. Da wäre ich ja bei den Hauptspielen, sag ich jetzt mal, immer sehr pingelig drauf. Irgendwie gar nicht mehr. Kein Plan warum. Also hier von der Anordnung her, ne? So ein oben, zwei nebeneinander, wieder eins unten. Okay, TMs. Es kann leider kein Zertrümmerer lernen. Das ist natürlich jetzt bitter. Schutzschild können es lernen, ne? Naja. Ein paar Mal trotzdem mal mit im Team her. Ansonsten, ja eben, wir können natürlich noch ein bisschen warten, bis er Voltlam jetzt entwickelt habe, aber nee. Man muss ja nicht übertreiben, ne? Ich habe 2 Flugpokémon im Team, ob das so klug ist, naja. Bei dem Spiel spielt sie noch gar keine so große Rolle. Darf hier durch oder kommt sie wieder und meckert? Nee, darfst du nicht. Nee, sie meckert natürlich wieder. Lass mich nicht so lange warten, ja. Hat hier irgendwo der mobile Healer? Ah, da steht sie. Ah, da. Kann ich Pokémon da fit machen? Jo, gerne. In einer Woche war ich noch Krebsverkäuferin. Aber mir war nach was Neuem. Also vor einer Woche war sie noch. Ich dachte schon, vor einer Woche hat sie angefangen, Krebsverkäuferin zu werden. Jetzt wieder was Neues. Ich dachte schon so, eine Woche wieder was Neues, okay. Ja, man merkt, es gibt eben ein paar Änderungen zu Legend Arceus. Ja, ob ich die jetzt gut finde oder nicht. Ich meine, bei Legend Arceus, eben, man konnte für wilde Pokémon auch so Matschen, so Dinger werfen, um sie anzulocken oder eben auch abzuschrecken, quasi abzuschwächen. Du kannst aber auch die Pokémon, die auf die gegnerische Pokémon schmeißen, also ihre Pokébälle, um sie auch schon im Kampf zu verwickeln. Das fand ich eigentlich ziemlich cool, das Feature. Und schade, dass es hier nicht mehr gibt. Das Mauzi? Ah ne, gibt's hier auch. Hi Flauschi, wie lieb, dass du mich in Empfang nimmst. Das ist das Lebel-Büro. Hier arbeitet Mathieu. Seltsamer Name für ein Büro, was?
Naja, wenn man Lebel kennt, nicht. So, dann wir jetzt alleine weitergehen oder kommt sie wieder, du musst das und das machen. Ich werde ja Ulti dann machen. So ein Zuro-Keks. Iro-Keks, Entschuldigung, schon entwickelt. Du, 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 du. So. Du, 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 du. Naja. Texturen halt, ne? Die Texturen sind auch geil. Ah, wobei hier hat endlich mal richtige Fenster innen dran, ne? Immerhin mal etwas. Mathieu! Ich habe gerade ein Bild von der Belle gesehen. Da links von rechts von ihr. Typisch Mathieu, immer locker und gelassen. Mathieu war übrigens diejenige, die mich zu Asek gebracht hat, als er in Illumina fast auf der Straße zusammengeklappt wäre. Weißt du noch Mathieu? Mathieu? Die schläft. Schläft sie etwa? Willkommen im Lebel-Büro, Michael. Das war schnell. Jetzt tu nichts, als hättest du nicht gerade vor dir hingedöst. Es gehört zu den Pflichten einer Detektivin, sich bei der Gelegenheit auszuruhen. So bin ich im Ernstfall voll einsatzfähig. Das ist zufälligerweise Lebels Tochter. Ihr hingegen seid viel zu munter dafür, dass ihr bis spät nachts für CA Royal unterwegs wart. Stell mir dir noch einmal richtig vor, Michael. Ich bin Mathieu. Ich leite das Lebel-Büro, eine Detektei. Das ist Flauschi, mein Psiau. Wir zwei sind quasi eine Familie. Miauts, genau. Sita, könnt ihr kurz mit Michael sprechen? Klar. Danke. Kommen wir sofort zur Sache, Michael. Sie steht trotzdem noch da. Bitte hilf mir bei meiner Detektivarbeit. Das freut mich, aber ich bin etwas überrascht, wie bereitwillig du zugesagt hast. Ja, ich auch. Sita hat mir gestern erzählt, dass du gerade erst in Illumina angekommen bist. Übrigens, sie kann Mega entwickeln, ne? Sie hat einen Megastein an der Brust. Naja, unterm Hals. Halt. Ihr wisst schon. Deswegen ein Rat von mir. Die Stadt ist die Bühne, auf der das CA Royal ausgetragen wird. Das heißt, um einen Vorteil im CA Royal zu haben, sollst du mehr über die Leute und Pokémon von Illumina City herausfinden. Ich vertraue dir ein paar Aufträge an, damit du siehst, ob die Detektivarbeit Spaß macht. Nebenmissionen, die kommen von ihr. Ach du Scheiße. 3 Nebenmissionen für dich kannst du ins Büro, wenn du sie erledigt hast. Das Foto zeigt Flausch einen Mann im Anzug, scheint sich zu amüsieren. Ja, der gute alte Lebel. Wir gehen schon wieder. Ah, hier. Und hier haben wir noch einen von Team Flair. Ein Mitglied. Das wirkt ein Glückloch. Hä? Das ist dasselbe, oder? Also mein verkleidet und so. Ich glaube, so ja weniger. Sidequests, okay. Also sehe ich so. Also Wildsektor 4, den kann ich auch schon betreten, ne? Wildsektor 5 offenbar auch. 6 auch, ne? Also können wir schon einiges machen. Hier können wir noch einen Pichu fangen. Hier filmen ihm noch irgendwie ein Monster, keine Ahnung welches. Pokémon Center, ne? Eventuell eigentlich auch praktisch, so für Schnellreise und so. Ist gerade ein Shiny aufgetaucht? Das ist das Symbol von Shiny. Also ich habe es mir nicht sagen lassen, ich habe jetzt noch nie eins hier gehört, aber ich dachte immer, wenn so ein Geräusch kommt, ist ein Shiny in der Nähe. Es ist glaube ich auch so, die verschwinden auch nicht mehr.
Hä? Ah, jetzt. Nee, die sind's nicht. Also die Shiny sind hier echt, haben wir sagen lassen, die sieht man. Also die kannst du gar nicht verpassen. Okay, ich bin eben noch in der Gegend, ne? Also. Ich habe schon auch mal irgendwie was gehört, die können irgendwie in den Bäumen und so sein, ne? Also ganz seltsamen Orten tatsächlich. Das müsste oben auf dem Dach sein, wie kommen wir da hin? Was aber auch gut sein soll bei diesem Spiel ist, dass die Shinies nicht mehr so schnell verschwinden. Also selbst wenn jetzt irgendwie Nacht wird und quasi alles neu gespawnt wird, die verschwinden nicht so schnell, ne? Also ich muss da keine Angst haben. Das Spiel speichert, glaube ich, irgendwie bis zu 5 und noch mehr Shinies tatsächlich. Und ich komme wieder hoch. Ja, da ist ein Shiny. Irgendwo hier ist ein Shiny. Junge. So schnell auf einen Shiny treffen hätte ich aber auch nicht erwartet. Da muss ich wohl hier hoch, ne? So, ich hoffe, das klappt auch so halt alles wie das bunte Schraube. Was ist das jetzt schon wieder? Das ist das, was mir vor der vorletzten Folge erwähnt wurde. Ein roter Curry-Anhänger, ja genau. Das eigentlich irgendwie benutzen oder so. Einsetzen. Okay. Wenn du richtig Zeit hast, richtig auf dafür. Lass das. Bunte Schraube. Die Anhänger eintauschen. Okay, gut, was ist das? So komme ich jetzt aber nicht hoch. Wie komme ich auf das scheiß Dach hoch? Das ist ein Shiny. Ich will mal ein Shiny haben. Hallo. Muss ich ein Parkour laufen oder was? Natürlich ist die Batterie da nicht. Kannst du bitte mal hier hochklettern? Mein Curry klettert da hoch. Sag mir, du kannst nicht klettern, Junge. Aber das sind Lifte, kommen wir so hoch. Oder? Sind das diese Lifte, von denen ich gehört habe? Ein Hololift, genial. Ein Hololift funktioniert, kann eine Worttechnologie nur rauf und runter transportiert. Ja, die gibt schon seit Rot-Blau. Also nicht nach oben, sondern halt eher auf der X-Achse. Von Raum zu Raum. Wo ist das Kack-Shiny? Andere Frage, wo war ich gerade? Deswegen ist es keins. Warte mal kurz, jetzt muss ich ganz kurz. Ich muss echt mal schauen. Da ist aber normales Tauboga. Da kann doch wieder jeder hochklettern. Ja, ich mache schon. Ah, sowas kann ich hochklettern, ne? Das andere ging nicht. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Nee, das war's nicht. Warte mal, nochmal kurz checken. Bin ich jetzt sogar richtig hier schon? Ne, warte mal, es müsste hinter mir sein, ne? Hier hinten.
Der ist nicht ganz shiny, aber sieht halt ein bisschen anders aus, ne? Da ist es! Das ist nicht dein Ernst. Dass die einfach so ab... Das wusste ich doch nicht. Ein shiny Taubsi. Und ich hab's vergeigt. Oh, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mir gar nicht in den Arsch beißen könnte. Ich soll gerne mein Leben verfluchen. Da treffe ich entweder auf einen Shiny und es ist einfach nur am Arsch. Nur die Knofenser hier. Wo kommen die wieder? Ich meine, die sind so schnell verschwunden. Wäre natürlich jetzt geil. Und das wieder oben für den Level. Fahr für einen Freund. Oh, 21. Nee, 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 nee. Da ist noch ein bisschen zu hoch tatsächlich. Ja. Ein Shiny Taubsi. Ich habe es erst im letzten Moment gesehen, bevor es verschwunden ist, dass es Shiny ist. Das ist natürlich sehr, sehr doof. Aber wir wissen jetzt, es funktioniert, ne? Das ist schon mal gut. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier respawnen. Eigentlich hieß es ja eben Shiny. Also, ich weiß natürlich nicht, wenn sie so abhauen, ne? Ob dann Shinies vielleicht doch eher wieder abhauen können. Aber eigentlich müssen sie hier die Pokémon resetten. Ich werde immer speichern. Nächste Folge gucken wir nochmal rein, ob es nochmal auftaucht. Was ich auch machen werde, Freunde, nächste Folge ist, wenn ein paar Geheimgeschenke und so machen, ne? Also unser Team auch ein bisschen erweitern. Wollte dann mal doch nicht Level 14, ne? Zu entwickeln. Was, Level 16 doch? Also Level 16 und Ampharos war Level 30 dann, ne? Impagator ist auch Level 30 gewesen. Datiri, das war doch... Ja, was, 16 oder 18? Ich bin echt unsicher, ey. Naja, ist auch egal. Also nächste Folge gucken, ob Taubs nochmal respawnt. Schön wär's. Wenn die nochmal neu laden, ob die in die Pokémon kommen. Vielleicht muss ich noch ganz kurz irgendwie das Gebiet wechseln oder sowas in der Art. Das kann natürlich auch sein. Ansonsten Sidequests und eben noch ein paar Codes und so. Also viele sind zwar nicht, ne? Ich glaube, ein oder zwei, die ich habe. Zum Eingeben. Da vorne ist ein Taubos. Ja, lecco mio, ey. Ja, das sind mindestens Level 36 sein, schätze ich jetzt mal. Und ja, dann waren natürlich noch die Sidequests und so. Und ansonsten weiterhin Jagd auf Shinies. Aber immerhin, also überhören kann sich Shinies nicht. Das ist nicht möglich. Und dann einfach der gute Tipp, vorsichtig vorgehen, ne? Weil, ja. Dann decken dir die Shinies und hauen ab. Bis nächstes Mal. Ciao zusammen.